will machen, in einem Gesetz zum Beispiel, dann muss der Nationalrat und der Ständerat da zustimmen, damit das neue Gesetz entstehen kann. Ja, und die Regierung in der Schweiz, also die Gesetze durchsetzen, die ist in der Schweiz ein bisschen besonders. Normalerweise hat jedes Land seinen Präsident oder Präsidentin, aber in der Schweiz haben wir ein Staatsoberhaupt, wo gerade aus 7 Personen besteht. Also wir haben eigentlich keinen einzelnen Chef im Land. Wir haben 7 Chefs. Es gibt zwar dann einen Bundespräsident, aber der hat eigentlich nicht mehr Macht als die anderen Bundesräte. Der Bundespräsident ist mehr dazu da, um das Land zu repräsentieren, wenn es nötig ist. Und er organisiert und leitet die Sitzungen im Bundesrat, aber ja, mehr kann er eigentlich nicht machen. Und im Moment ist unser Bundespräsident der Ignazio Cassis. Jeder Bundesrat hat eigentlich eine ganz bestimmte Aufgabe, weil jeder Bundesrat hat ein sogenanntes Departement für sich. Also jeder von unseren Regierungsmitgliedern ist für etwas Bestimmtes zuständig. So zum Beispiel gibt es ein Departement für Gesundheit oder ein Departement für Wirtschaft oder für Verteidigung und so weiter. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ja, wie macht man das mit der Sprache in der Schweiz? Die Schweiz hat ja 4 offizielle Sprachen. Wie kommuniziert man also miteinander im Parlament und in der Regierung? Also im Parlament ist es so, dass jeder seine eigene Sprache reden kann. Also wenn ein Zürcher im Nationalrat will reden, würde er einfach Deutsch reden. Und dann gibt es Übersetzer, wo dann das in die jeweilige Sprache von dem Politiker übersetzt. Welche Sprache auch immer er es braucht. Es ist aber sehr üblich, dass Politiker natürlich mehrere Landessprachen reden. Vor allem im Bundesrat reden eigentlich alle Deutsch und Französisch und zum Teil auch Italienisch. Also der Ignazio Cassis, der kommt aus dem italienischen Teil und er kann alle Sprachen gut. Und es wird auch immer darauf geachtet, dass bei der Zusammensetzung auch alle Landesteile zum Zug kommen. Also dass sie auch möglichst alle vertreten sind. Also dass es im Bundesrat sicher immer mindestens jemand aus der Deutschschweiz, aus der französischen und aus der italienischen Schweiz kommt. Das Rätoromanisch kann leider selten gut berücksichtigt werden, aber es gibt ja auch sehr wenige, die überhaupt Rätoromanisch reden. Ja, zum Schluss will ich euch noch ein paar andere wichtige Punkte für die Schweizer Politik vorstellen. Und zwar auch eine sehr wichtige Maxime, könnte man sagen, ist der gute schweizerische Kompromiss. Die Schweiz mit ihren vielen Kulturen und Sprachen und Kantonen, die möglichst selbstständig sein wollen, da gibt es natürlich viele politische Meinungsverschiedenheiten. Und darum hat man in der Schweiz sehr gerne den Kompromiss. Also auch wenn man sehr unterschiedliche Meinungen hat, probiert man immer auf eine gemeinsame Basis zu kommen. Da ist der Dialog sehr, sehr wichtig und auch ein Eingehen auf die andere Meinung.
Dann auch sehr wichtig, was die Außenpolitik angeht, ist die schweizerische Neutralität. Das heißt, die Schweiz ist nicht Mitglied von irgendwelchen internationalen militärischen Organisationen, sondern wir wollen uns möglichst aus allen Konflikten heraushalten. Und das ist schon lange in der Schweiz so, auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg hat die Schweiz seine Neutralität verkündet, also dass wir keine Seite einnehmen. Auch wichtig international, auch wenn die Schweiz zwar neutral ist, so nimmt sie doch jede Chance zum internationale Hilfe zu leisten. Zum Beispiel ist für die Schweiz wichtig, dass wir Ländern in ihrer Entwicklung helfen. Also es gibt ein ganzes Departement, wo dazu da ist, um anderen Ländern in ihrer Entwicklung zu helfen. Weil die Schweiz als reiches Land hat natürlich genug Mittel und die kann man nutzen, um in Krisengebieten zu helfen. Und auch wichtig ist die Diplomatie in der Schweiz. Also die Schweiz als neutrales Land ist natürlich sehr oft beliebt als Ort für politische Gespräche, gerade wenn es sehr schwierig werden kann zwischen zwei Politikern, so probiert die Schweiz immer zu vermitteln zwischen den beiden. Gerade vor kurzem war in Genf ein Treffen von der US-amerikanischen Regierung und von Russland, um ihre Konflikte zu lösen. Und die Schweiz ist immer ein beliebter Ort, um diese Verhandlungen zu führen. Gut, das mal im Schnelldurchlauf durch die Schweizer Politik. Ich hoffe, ihr habt einiges davon mitnehmen und lernen und dass es vielleicht sogar euer Interesse für die Schweizer Politik geweckt hat. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.